Langer Zeit hat einmal ein König gelebt. Der hatte ein Töchterli, das war so schön, dass sogar die Sonne staunen, wenn sie in mein Gesicht geschaut hat. Und die hat doch wirklich schon manches gesehen. Ganz nahe beim Schloss vom König war ein grosser, dunkler Wald. Und in dem Wald ein schöner, kühler Brunnen. Und wenn es im Sommer so richtig heiß war, ist das Prinzesschen in den Wald rausgegangen, ist auf den Brunnenrand gesessen und hat mit seiner grossen, goldigen Balle gespielt. Das ist nämlich ein Prinzesschen sein liebstes Spielzeug. Jetzt einmal, an einem schönen Sommertag, ist am Prinzesschen die Ballen ins Wasser gerugelt. Es wollte sie rausfischen, aber sie war schon in dem tiefen Wasser versunken. Da hat das Prinzesschen ganz laut angefangen zu brieken und zu schluchzen. Dicke Tränchen sind dem Backen abgerugelt und es hat gar nicht mehr aufhören. Da hat auf einmal ein dicker, grosser Frosch seinen wüsten Kopf zum Wasser rausgestreckt und hat gequakt. Quack, 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 bra, 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 Prinzesschen, quack, 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 quack. Warum briekst du denn auch so? Quack, 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 mein schönes, kühles Wasser wird ja schon ganz warm von diesen vielen heißen Tränen, die du mir reintropfen lässt. Quack, 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 quack. Kann ich dir helfen? Nein, du kannst mir nicht helfen, du alte Wasserpapatscher. Weisst, meine goldige Balle ist im Reiswasser gefallen und versunken. Und sie ist doch mein liebstes Spielzeug gewesen. Quack, 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 quack. Was gibst du mir, wenn ich dir die Balle wieder raufhole? Oh, was willst du, liebes Fröschli? Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine. Sogar mein goldiges Krönchen kannst du haben. Bitte, bitte, hol mir meine goldige Balle wieder rauf. Und der Frosch hat gewackelt. Quack, 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 quack. Deine Kleider und deine Perlen und Edelsteine brauche ich nicht. Quack, 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 quack. Von dem Zeug habe ich selber genug. Aber wenn ich dein Gespänli darf sein und am Tisch neben dir sitzen, von deinem goldigen Tellerli essen und aus deinem goldigen Becherli trinken, und wenn ich darf in deinem Bettli schlafen, quack, 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 wenn du mir das alles versprichst, hol ich dir deine Balle wieder rauf. Du hättest Prinzesschen bei sich gedacht. Ja, was der blöde Frosch da schwätzt, der soll im Wasser bleiben bei den anderen Fröschen. Der kann doch nicht das Gespänli von einer Prinzessin sein, der unverschämte Kerli. Aber weil die Balle unbedingt wollte, hat sie gesagt: Ja, ich versprich dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Balle wiederbringst. Da ist der Frosch untergetaucht und nach einer Weile ist er wieder raufgekommen, hat die Ballen in seinem grossen Maul gehabt und hat sie aufs Gras geworfen. Das Prinzesschen hat gerade gejuchzt vor Freude. Es hat die Balle genommen und ist davon gesprungen. Kaum danke, hat es gesagt. Und der Frosch hat gerufen: Quack, 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 hey, wart doch, Prinzesschen, quack, 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 wart auf mich, ich kann nicht so schnell laufen, quack, 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 nimm mich mit, nimm mich mit. Aber der arme Frosch konnte quaken, so laut er wollte. Das Prinzesschen hat sich nicht einmal umgedreht. Es ist ins Schloss zurück und hat den Frosch schon bald ganz vergessen gehabt. Der Frosch aber, der ist traurig wieder ins Wasser abgestiegen. Aber am nächsten Abend, wo die Prinzessin mit dem König und allen Hofleuten am Tisch gesessen ist, von ihrem goldigen Tellerli gegessen hat und aus ihrem goldigen Becherli getrunken, da ist auf einmal etwas Marmorstegen aufzukriechen gekommen. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch,
dann hat sie an die Tür gepöppelt und gerufen: Königstochter, Liebste, mach mir auf! Sie ist gesprungen und hat aufgemacht, um zu schauen, wer draussen ist. Aber wer ist da gestanden und hat sie angeschielt mit seinen grossen Glotzaugen? Der Frosch. Die Prinzessin hat die Türe zugeschlagen und ist wieder an den Tisch gesessen. Aber sie war ganz bleich und das Herzli hat ihr ganz fest poppert vor Angst. Der König, der neben der Prinzessin gesessen ist, hat das natürlich gesehen und gefragt: Was ist auch mit dir los, Prinzessin? Warum bist auch du so aufgeregt? Man könnte ja gerade meinen, ein Ries wäre vor der Tür und will dich holen. Nein, Vater, ein Ries ist es nicht, aber ein grusiger Frosch. Was will denn der Frosch von dir? Ja, weisst, Vater, als ich gestern im Wald beim Brunnen gespielt habe, da ist mir meine Ballen ins Wasser gefallen und weil ich so gepriegt habe, hat sie mir den Frosch wieder rausgeholt. Aber ich musste ihm versprechen, ich nehme ihn als Gespänli. Da habe ich es halb versprochen. Ich habe doch niemals gedacht, dass der aus dem Wasser rauskommt. Der unverschämte, glitschige Quacki, der grusig. Aber jetzt hat es zum zweiten Mal geklopft und gerufen: Quack, 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 Königstochter, Liebste, mach mir auf. Quack, quack, weisst denn nicht mehr, was gestern zu mir gesagt hast beim kühlen Wasserbrunnen? Königstochter, Liebste, mach mir auf. Da hat der König gesagt: Was man versprochen hat, muss man halten. Das hättest du halt vorher müssen überlegen. Mach auf, aber sofort. Da hat die Prinzessin die Türen aufgemacht und der Frosch ist reingeplatscht, immer der Prinzessin nach. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch. Bei ihrem Stuhl ist er still gestanden und hat gewackelt. Quack, quack, klopf mich zu der Rufe. Die Prinzessin hat nicht wollen, aber der König hat gesagt: Klopfen rauf. Und da hat sie gefolgt, aber nicht gern. Aber kaum war der Frosch auf dem Stuhl, hat er auf den Tisch, und als er auf dem Tisch war, hat er gewackelt. Quack, quack, so, und jetzt gib mir dein Tellerli. Quack, quack, dass wir zusammen essen können. Ich habe Hunger. Quack, 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 so ist es recht. Gute Feine, gute Feine. Und er hat angefangen zu fressen und schmatzen, dass man ihn weit oben gehört hat. Die Prinzessin aber hat nichts mehr mögen. Deren war der Appetit vergangen. Jeder Bissen ist ihr im Hals stecken geblieben. Nach einer Weile hat der Frosch gesagt: So, jetzt habe ich genug. Quack, 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 sie war fein. Mal etwas anderes als die ewigen Flüge. Quack, 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 quack. Ja, aber jetzt bin ich müde. Ja, quack, quack, trag mich in die seidige Bettli, dass wir zusammen schlafen können. Quack, 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 quack. Die Prinzessin aber hat angefangen zu priegen und hat gerufen: Nein, das mache ich nicht. Das mache ich einfach nicht. Den grusig schlifferigen Frosch will ich nicht im Bett haben. Aber der König hat geschumpfen mit ihr. Der Frosch hat dir geholfen, wo du ihn gebraucht hast. Jetzt darfst du ihn auch nicht verachten. Nimmst ihn halt die Gottesnamen ins Bett, wenn er es unbedingt haben will. Und da hat sie ihn gepackt. Aber nur so mit 2 Fingern und hat ihn ins Zimmer getragen und in eine Ecke gehockt. Und dann ist sie ins Bett. Aber kaum ist sie reingelegen und hat sich zugedeckt, ist der Frosch zu Krüchen gekommen, plitsch, platsch, und hat gerufen: Quack, quack, ich will zu dir ins Bett, ich bin müde. Quack, quack, klopf mich auf oder ich sag's dem Vater. Da ist aber die Prinzessin wütend geworden und hat gerufen: So, jetzt habe ich aber genug, du grusiger Frosch. Jetzt will ich endlich meine Ruhe haben. Und dann hat sie ihn gepackt und hat ihn an eine Wand geworfen. Quack, 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 hat der Frosch gejummert, ist am Boden plumpset. Und dann, Kinder, ist er auf einmal
grösser und grösser geworden. Und zuletzt ist ein schöner junger Mann vor der Prinzessin gestanden. Er hat sie lieb und freundlich angeschaut und hat ihr erzählt, er sei ein Königssohn. Eine böse Hexe habe ihn in einen Frosch verzaubert und niemand konnte ihn erlösen, nur sie allein. «Oh, da bin ich jetzt aber wirklich froh», hat die Prinzessin gesagt. «Und gell, du bist mir nicht mehr böse, dass ich so wüst war mit dir. Dafür wollte ich jetzt auch wirklich alles halten, was ich dir versprochen habe, wo du noch im Frosch bist. Weisst, du gefällst mir nämlich.» Schon gleich darauf haben der Königssohn und die Prinzessin Hochzeit gefeiert. Und dann sind sie in einer goldenen Kutsche in sein Land gefahren. Hinten auf der Kutsche ist am König sein Diener gestanden. Dem hat man nur den Treu Heinrich gesagt. Wo nämlich der Königssohn verzaubert worden ist, da war der Heinrich so traurig, dass ihm fast das Herz versprungen ist. Und darum hat er sich 3 eisige Bänder drumherum machen lassen. Und jetzt, wo sie so gefahren sind, hat es auf einmal gekracht. Da hat der junge König gerufen: «Heinrich, der Wagen bricht!» Und der treue Heinrich hat gesagt: «Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in 1000 Schmerzen, als du in dem Brunnen saßt, als du noch ein Fröschlein warst.» Nochmal 2-mal hat's gekracht, bis alle 3 Bänder abgesprungen sind. Ja, der treue Heinrich ist jetzt halt wieder froh und glücklich gewesen und alle anderen auch.